sind de Pierre Hübsch, ich schaffe ArcelorMittal. ArcelorMittal ist der weltgrößte Stahlproduzent. Als Produkte gehen nachgesagt, zum Beispiel für Autos zu machen oder für Brücken zu bauen oder auch für Hochhäuser. Also Träger sind zum Beispiel an der Fondation vom neuen World Trade Center zu New York. Zusammen mit der Equipe entwickeln wir Schwalzprodukte. Schwalzprodukte sind Produkte, die der Stahl warm gemacht und dann wird der Schwalz verformt, dass eine Form kriegt von einem Träger zum Beispiel oder von einer Schiene, einer Spundwand. Zuletzt wird der Stahl nicht mehr Schrott hergestellt. Das heißt, der Schrott wird geschmolzen, das hat verschiedene Avantagen. Der nächste ist ökonomisch, das ist relativ billiger Rohstoff. Zweitens recyclieren wir Produkte, die sonst gegen Wäschkeit gehen. Drittens brauchen wir wesentlich mehr Energie, wie wenn wir als Eisenerz gegen schaffen. Das heißt wesentlich mehr Kohlendioxidemissionen. Für was ist Forschung und Entwicklung noch wichtig an der Stahlindustrie? Erstens schaffen wir Stücke Stahl von über 30 Tonnen, die wir auf 1200 Grad abheizen, und das ist relativ gefährlich. Das ist also besser, wenn wir diese Prozesse so gestalten, dass ohne Gefahr für Menschen und Maschinen auflebt. Zweitens ändert die Welt sich ständig. Das heißt, die Klienten verlangen neue Produkte. Die muss man entwickeln, damit wir auf den Markt vom Markt reagieren können. Drittens muss man diesen Prozess auch effizient gestalten, so dass er Ressourcen schont und so, dass noch ein Produkt zu einem Preis herstellt, der normal kompetitiv ist. Wie gehen wir darauf an der Entwicklung? In erster Instanz schaffen wir mit mathematischen Modellen. Mathematische Modelle erlauben uns, den Prozess zu simulieren. Das heißt, wir können am Voraus gucken, wie sich der Stahl verformt, wie Kräfte auf die Maschinen wirken und so weiter und so fort. Das sind Methoden, die sind wirklich gut dazu geeignet, für die vielversprechenden Prozessschritte zu identifizieren. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir an das Labor. Im Labor schaffen das natürlich mehr Spaß wie am Büro. Da schaffen wir mit kleinen Modellen aus Blei, die natürlich so wollen zu verformen. Da können wir gucken, wie sich das Material wirklich verhält. Wenn wir auch mit dem Schritt zufrieden sind, dann gehen wir in die richtige Welt an Schmelz. Das ist aber schon besser, wenn der Prozess wirklich metrisiert ist, weil der Prozess an der Schmelz ist gefährlich, das heißt, wir müssen ihn sicher halten und zweitens ist es doch richtig teuer. Das heißt, das ist wirklich besser, wenn ich bei dem Schritt schon sicher ist, dass es geht. Wir sind in einer Industrie, die sowohl energie- wie auch rohstoffintensiv ist. Und zuletzt schon mal wieder der Dient nach der Danat. Wenn wir also als Stahlindustrie zu Lützeburg bestehen wollen, dann müssen wir es von den anderen Stahlproduzenten aufsetzen. Und das machen wir, indem wir Produkte de Gamme kreieren. Und das ist die Forschung und Entwicklung, die uns dabei hilft.